Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. Sodala, dann hätten wir hier eigentlich soweit alles erledigt und können uns wieder noch Portravia warpen. Jo, zip. Zip. Sodala. Dann gucken wir noch mal, wie weit die Kaspar-Köpter mit ihrem U-Boot sind und mit ihrem Ökolabor. Ich mag die Musik, die ist so geil. Exterion ist schon umgebaut worden. Ja, geilo. Lexus uns wunderbare Schiff Exterion zu dem Untergeschoss. Yeah. Lexus Erfindungen faszinieren mich. Das random kleine Mädel. Das neue Schiff ist fertig. Na, Exterion ist einfach fantastisch. Ich mag gern wissen, wie es unter Meer aussieht. Bestimmt ist es wundervoll. Ja, und bei euch hängen bestimmt auch ein paar Ölfässer so im Meeresgrund rum. Mit den Plänen war es leicht, die Erfindung zu vollenden. Naja, wenn man nicht alles im Kopf hat, ne? Exterion ist umgebaut worden. Gute Arbeit. Exterion ist fertig. Drückende Knopf, wenn ihr auf dem Meer fahrt, um tauchen zu können. Ja, genau. Wie im richtigen Leben halt, ne? Wie war gleich nochmal dein Name? Ich heiße ATA. Ich bin Lexus und es tut mir leid wegen der Verschmutzung. Das kommt bestimmt nicht wieder vor. Dann ist ja alles in Ordnung. Maxim, gibt's Neues von Amon? Ich nehme an, dass er sich wieder ins Meer gestürzt hat, der Dummbeidel. Ja, die Menschen von der Stadt haben eine Lichtkugel in der Nähe von Baleara gesehen. Aha. Baleara ist im Westen. Jetzt liegt alles in deiner Hand, Maxim. Jo, ich weiß, wie immer halt, ne? Aller Hopf im Westen. Dann drücken wir doch mal den Knopf. Yeah. Diese maritime Musik. Ach Gott, was so Schleimer-Musik, oder? Aber ich mag das. Ich mag die Musik. Boah, irgendwie kommt mal so ein Gänsehautschauder da über der Rücke, wenn ich das höre. Okay. Was ist dann hier? Das ist aber nicht Baleara, oder? Gucken wir doch gerade mal. Doch, Baleara, da ist es doch schon. Das höllische Siegel ist gebrochen, unser Ende steht bevor. Aber warum gerade jetzt? Jemand muss das Siegel gebrochen haben, ob es mit ihrer Lichtkugel in uns hängt. Höchstwahrscheinlich. Servus Fremde, Waffe und Rüstungen hat er, der Hansel. Oh geil, roter Säbel und Feuerwelle, Nemmer ist gekauft, Kerl. Helle Barte, ja, Knüppel und Axt mit dem Dunnerschlag, aller Haupt ist auch gekauft, guter Mann. Der Kristallstab und der Nabeldegen. Na gut, den Nabeldegen nehmen wir doch zweimal. Ja, dann nehmen wir gleich mal zweimal. Maxim kriegt eine Feuerwaffe, einfach mal, damit jeder mal ein bisschen was anderes hat. Das nützt jetzt nicht besonders viel. Seidenrobe, ich weiß ja nicht, bei dem ganzen Kruschtier. Nee, bei den Rüstteilen bin ich immer so ein bisschen unentschlossen, muss ich sagen. Das bringt nie wirklich viel für die Verteidigung und im Endeffekt bringt es dann noch wieder viel. Alles Unglück ist der Vergangenheit im Südtempel versiegelt. Achso, Funde Vergangenheit, alles hopp. Ach du Scheiße, aller hopp oder alles klar, man soll sich entscheiden. Seitdem die Lichtkugel in der Nähe vom Tempel im Meer versunken ist, hat sich alles geändert. Mondstellenbesitz im Tempel ergriffen. Das Unglück kennt jetzt einen Laufnummer. Erzähl dir drauf warten, ne? Der Südtempel ist schon immer da. In ihm sollen Dinge sein, die noch nie ein Mensch gesehen hat. Ich hab gehört, dass im Inneren bis verborgen ist, was mit dem legendären Schwert zu tun hat. Ah, Lufia-Schwert und so, das kennen die hier, wie es aussieht. Ich habe helle Lichtkugel in der Nähe vom Südtempel im Meer versinken gesehen. Die Lichtkugel taucht auf deinem Himmel auf. Ich fürchte mich vor ihr. Sollte man, ach ja, so als Dörfler. Ich war mal im Tempel im Süden. Soll ich dir davon erzählen? Immer. Merkwürdige Tempel, alles riecht nach Meer. Man kann deutlich den Wellengang hören. Der Tempel im Süden war schon immer unheimlich, aber wird immer gruseliger. Jede Nacht höre ich echt so seufzen. Ich kann gar nicht mehr richtig schlafen. Die müssen aber ganz schön laut ächzen und seufzen. Der Unglückstempel liegt im Süden, aber jemand hat die Tür zugemacht. Es ist mir doch im Prinzip egal und wascht, weil es darf sowieso niemand rein, aber irgendwie stört's mich. Habt die Dämonen im Tempel Schreie hören? Ich hoffe, es verheißt nichts Schlimmes. Ja, weil Dämonen im Tempel Schreie hören, das ist immer positiv wie möglich, definitiv.
Man kann es auch schön retten. Vom Tempel her klang ein schreckliches Stöhnen zu uns rüber. Vor Angst habe ich mich nicht mehr aus dem Bett getraut. Forschungslabor in Portravia pumpt keinen Dreck mehr ins Meer. Ich war stinksauer, sogar hier immer der Dreck gefunden, aber damit ist jetzt wohl vorbei. Ala hopp. Der Eingang zum Südtempel ist verschüttet, kein Wunder. Der war ja sehr alt. Okelidokeli, wissen wir Bescheid. Gehen wir erstmal zum Herr Parre und beten eine Runde. So, Runde bete. Dann lauf die Geschichte. So. Das sind ja alles hier gute Christenmenschen vor allem. Oder gute Christenelfer. So, dann gehen wir mal weiter. Muss jetzt unbedingt der Killerwal kommen. Die sind doch vom Aussterben bedroht. Das sind doch seltene Gattungen und so. Ja, schmeißen uns einfach mal drauf und killen die arme Viecher. Ui! Okay, die scheinen Feuerartfähigkeit zu besitzen. Und es gibt 2 Level dafür, nicht verkehrt. Okay, dann blubbern wir doch mal in die Süderei. Und gurgeln uns dann Südtempel mal in voller Pracht rein. Da muss es ja irgendwo, ja genau, irgendwo muss es ja auch so einen Meereseingang geben dazu. Aber wir gucken uns erstmal den Eingang an. Lucky, natürlich, ist verschüttet. Wie sie gesagt haben, Rachetempel. Alter, abartiger geht's auch nicht mehr, ne? Ich glaube, noch im Rachetempel machen wir uns sowieso mal ein bisschen auf mit dem U-Boot auf Erkundungstour, weil da gibt es auch ein paar richtig geile Dinger noch. Unterwasserhöhle Baleara, wo man auch noch so ein paar Geheimnisse entdecken kann. Rachetempel U1. Sehr schön. Gut, so geht's wieder zum Eingang, ja, genau. Okay. Das scheint wohl so zu funktionieren. Ui. Seit wann ein Drache ein Dämon ist, wüsste ich auch noch gern, aber na gut. Alle auf dem Mini-Drachen. So. Aha. Und wusch. Nicht schlecht. Gut, offenbar bringt auch die Helibutter, genau, die Heliberry bringt was. So, mit der Hellebutter scheint es wohl auch was zu bringen. Und dann bleibt nur noch das sappernde Zunge T-Rex übrig. Ja, Hitze scheint ja auch nicht so zu mögen. Quod erat demonstrandum. Zieht aber jede Menge ab. Okeli. Einmal nur noch so ein Nervenschädel. Das ist der Haar, das Schädel. Wisst Bescheid. Mit grünem Feuer. Das erinnert mich so ein bisschen... Uiuiuiui, Feuer mag aber nicht. Erinnert mich so ein bisschen an Dungeons and Dragons. Da ist es ja auch in der Hölle so, dass das grüne Feuer in Bartor, in der Hölle-Ebene, dass das besonders stark ist. Das hat aber gut reingezwitschert, gerade beim Gordo. Sehr schön. Okay, da ist noch so ein Trax oder auch T-Rex genannt. Der hat sich glücklicherweise so mit dem Rücken zu uns gedreht, dass wir mit der Rücken fallen konnten. Die sind aber schon ziemlich hässlich dargestellt. Ich weiß, die gibt es dann später noch in einer stärkeren Form. Da sind sie dann blau. So wie theoretisch jetzt so die Figur auf dem Bildschirm rumwuselt. So sehen die dann später aus in der stärkeren Variante. Halten aber raus wie Sau, die Viecher. Terminator. Da-da-dam. Eieiei. Das hat gut reingerotzt. Das allerdings auch. Ja, das dürfte man jetzt hinkriegen, bevor Gordo die Fliege macht, hoffe ich. Jo, natürlich. Für Arthea und Gordo gibt es auch dafür Level. Hier rennen wieder ein paar Samurai durch die Gegend, die uns auch wohl nicht in die Rücke fallen. Na gut, das sind ja alle Bekannte. Samurai! Erstmal auf Gordo drauf geknüppelt. Vorher noch laut Samurai gekrische. Okay. Gordo hat sich den einfach mal solo gezwirbelt. Nicht schlecht, Alter. Okay, dann auf der Chaoskrieger noch drauf. Ich weiß nicht, ob das die stärkere Variante oder die schwächere Variante ist, der Chaoskrieger. Ja, Victoria und Skarin hören das bestimmt nicht gern, dass der Chaoskrieger die schwache Variante vom Samurai ist. Oh, Sensenmann. Gleich mal drauf auf der hohle Knochenkopf.
Aber so Viecher sehe ich nicht so gern. Ich glaube, da wäre dann dieses Nobber da von Artea nicht verkehrt als Zauber. Können wir ja mal ausprobieren. Weil wenn Lichtzauber wirkt, dann bestimmt gegen so schmierige Untote. Okay, du machst mal stärker auf euch zwei. Du haust drauf. Und du machst hier Nobber da auf den hier. Einfach mal zu gucken, wie es abzieht, ne? Aber geil ist schon gemacht. Und okay. Das ist tatsächlich sehr wirkungsvoll. Na gut, Maxims Heilzauber kommt halt nicht durch, weil Gordo das Solo-Rotzer macht. Soll er mal machen. Da geht's die Treppe hoch. Was war da hinten? Da war noch eine Treppe nach unten. Ja, gehen wir erstmal die Treppe nach unten, ne? Okay, Rot und Blau. So, dann machen wir das doch so. Rot zuerst. Und dann noch Blau. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge Rolle spielt, aber schauen wir noch einfach mal. Ja, nicht schlecht. Dann stellen wir auf Blau um. Und dann müsste die Geschichte eigentlich laufen. Jo, da ist die Bergschild und es gibt einen Schlüssel dafür. Gut, ich bin sowieso immer bei solchen Dingen dafür, dass man zuerst runter geht, bevor man wieder die Treppe emporsteigt. Ja gut, machen wir noch eine Runde Samurai. Natürlich. Au. Das tut richtig weh, aber mir hier der gute Maxim. Dann machen wir mal stärker. Ausfallschritt und Artea. Ja, Artea ist auch so irgendwie der klassische Quote-Androgyn-Charakter aus dem JRPG. Jetzt mal ohne Witz. Kirby's Linkschwert hat man ja gesagt, in der amerikanischen Version oder wo es war, hat er glaube ich gesagt, tendiert man dazu, dass Artea männlich ist. Und in der deutschen Version tendiert man zum Weiblichen. Ich meine, es ergibt sich ja eigentlich schon aus dem Kontext, dass Artea eigentlich die Sache tragen kann, die Selan tragen kann als Kriegerfrau. Dementsprechend werde ich eigentlich auch schon eher dazu tendieren, dass Artea tatsächlich weiblich ist. Und Artea, ne, das A am Schluss spricht eigentlich auch schon dafür, finde ich, ne? Aber na gut. Ja, das zieht echt solide ab, muss ich sagen. Jetzt trotzt der noch ein Terminator hinterher. Gute T800, der macht dann Feierabend. Mit dem Sensenmann. Wobei ich eigentlich finde, dass so ein Sensemann bzw. Schnitter eigentlich schon ein ziemlich starker Gegner sein müsste. So, der Mini-Drachen. Gehen wir mal alle einfach solo so mit dem Schwertkampf drauf. Okay, das lässt sich verkraftet, das nicht so sehr. Ja, auch mit einer Giftrute. Ich will gerne wissen, was die Giftrute beim Drache ist. Pfui Teufel. Und die ziehen schon solide ab. Maxi mit seinem Feuer scheint wirklich gut abzuziehen. Dann machen wir es doch mal folgendermaßen. Champion of alle. Ich glaube, das sind wir mittlerweile alle nötig. Und Artea darf ja auch vor der ganze andere Kaspar antreten, weil die halt ziemlich schnell ist. Okay. Dürften wir eigentlich relativ fix packen mit den Gestalten hier. So stark sind sie jetzt auch nicht, aber sie geben relativ gut Erfahrung. Gut, da kommen wir noch nicht hier, wo man den Schlüssel braucht. Wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Kann ja nicht alles so fix abgehandelt, wäre wie der Berg ohne Wiederkehr. Warte mal. Ich würde mal ganz gerne die Feuerwelle verwenden auf den. Probier du mal Atlantis. Du probierst mal Don. Ich will einfach mal ein bisschen die Zornattacke mal ausprobieren. Uiuiuiui. Lecco mio. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, okay, der Donnerschlag ist das Gammligste, aber Atlantis und Feuerwelle reißen doch schon ziemlich ordentlich Schade. So, dann nochmal zu euch. Mach du einmal einfach mal Atlantis auf den. Ach du Scheiße. Okay, lerne Samurai-Hand was gegen das Wäsche. Das kann ich eigentlich nicht so wirklich verstehen, weil Samurai eigentlich sehr reinliche Menschen waren, gerade durch diese japanische Badekultur. So, da.
Okay, aber anscheinend wirkt Wasserzauber bei den Wunder. Okay, da haben wir einmal noch ausgewählt. Das ist sehr gut. Ih, wir sind im Sensenmann. Pfui Deivel. Na gut, dann machen wir auch nochmal hier den Zauber auf alle 3. Und dann wird gelasert. Mhm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, das war jetzt nicht so gut, Gordo. Ja, du verkriegt auch die Sens gleich ab. Für seinen Nullnummer-Angriff. Ja, Guy ist auch nicht gerade so der Typ hier. Who's the guy? You are not. Ja, du bist auch nicht gerade Kerl hier. Okay, ein Mutschub gibt's aber drauf. Mutschub kriegt natürlich Max 7. Moment, Lebenssaft haben wir auch noch. Wir hatten dann so, wenn ich KP, weißt du was? Das können wir bei Seeland mal machen. Damit die einfach mal über die 300 kommt. Da ist ein Loch. Da ist Wand. Da habe ich einfach nur einen Verputz abgezwirbelt. Und hier? Ja, okay, da ist auch noch ein Loch. Da geht's zum Schlüssel, zu der Schlüssel-D-Reihe. Und hier haben wir vielleicht noch ein bisschen was Extended, oder? Ja. Ein Heilpanzer, das ist nie verkehrt. Gucken wir mal, wer es tragen kann. Ist ja so ein schöner Kürass auch noch mit Schurz dabei. Heilpanzer. Eine magische Rüstung, die den Träger wiederbeleben kann. Ja, geil. Füllt die KP vollständig auf. Das macht bei ihm um 10. Sie kann es tragen. Bei ihm mehr. Okay, da würde ich da klappen und sagen, das geht an Guy, das Ding. Nicht schlecht, dann kann man Guy sofort wiederbeleben. Das ist nicht schlecht. Ups, das ist echt verkehrt. So, da komm mal her, du hartes Schädel, die Bädel, die Rotzevieh. Oh, haben sogar noch einen Sensenmann im Schlepptau. Maxim auf den. Du machst jetzt mal eine gute Phönix. Wo haben wir denn dann? Phönix. Auf den hier. Du gehst auf der... Ups, das war jetzt nicht so gut. Phönix dort drauf. Du gehst mal zur Sicherheit dort drauf. Und du machst das auf den. Weil der Sensenmann, da geht mal auf die Kletze. Ich habe keine Ahnung, was du noch eventuell für Vollstrecker oder andere Todeszauber bringen kann. Deswegen machen wir dann einfach mal so platt, den Mistkerl. Gucken wir mal. Ja, Feuer als Schwäche wurde erkannt, wie es aussieht. Und ich glaube, Gordo beendet es jetzt. Ja, sieht gut aus, ja. Ich war mal nicht sicher bei 400, weil die T-Rex halten nur ordentlich was aus. Okay, Rachetempel hier. So können wir uns entlang karren lassen. Ja, Hauptsache mal so random die Kerzenständer, die so arg gehen. Obwohl sie eigentlich keinen richtigen Wert haben, ne? Na egal, aber was Ambiente muss das sein. Gut, nur ein harter Schädel ist natürlich auch ziemlich locker flockig. Dann kriegen wir schnell noch hier. Boah, Alter, 500 glatt. Nicht schlecht, Maxim, du. Wasch der König. Okay, das kriegen wir so nicht hin, da brauchen wir die Bombe. Schade, ich arbeite eigentlich so gern wie möglich und so oft wie möglich mit dem Hammer. Weil ich der Hammer einfach nur geil finde, weil es eine Mischung aus Bombe und aus Hake ist. Dem sind wir mal schön in der Rücke gefallen. Ja, gehen wir erstmal auf den Drache drauf. Und du machst du mal nicht Champion, sondern du machst jetzt erstmal mal Phönix auf den, weil ich glaube, die stehen auch nicht so auf Hitze. So. Und wie viel zieht's ab? Ach ja. Ja, esse ich halt einen Salat, ne? Okay, der Drache ist kaputt. Dann... Okay, erstmal auf den T-Rex, weil das schon voll der Brocke ist. Hey, blöder Drache. Was das für ein Zwergdrache mit Popelflügel ist. Rex ist auch noch nicht hinüber. Der Trax oder T-Rex, ja, ich weiß. Ich sag das aber ganz gerne mal hässlich. Jo, schön. Dann einmal eine Runde Heiler, weil das wird unser letzter Kampf in der Episode.
Der hätte ich schon bei Krieger ganz gern hochgeheilt. Auch wenn jetzt bei Maxim noch ein bisschen was reinprügelt, aber das ist nicht so schlimm. Gut. Gordo noch ein Level. 20 Minuten sind vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann übermorgen wieder, ihr liebe Leute, zu Let's Play Lufia auf Penzig im Rachetempel. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.